der kann nicht die Freundlichkeit Gottes sein und auch nicht schmatjen. Wenn je erst an zijn ene klotje naar je kroppen en naar je komen en hij kan er niet uit. Aber hier der Herr von der Mutter spricht, wou die mal te schmatje für die Freundlichkeit Gottes. Gott ist ein guter Gott. Und dann sagt er, du bist geläcklich. Wohl dem, aber ich nehme, du bist eine geläckliche Person, wenn du an diese freundliche Gott kannst dir vertrauen. Viele Menschen haben in Gott, was sie vertrauen können. Wieder sagt er, fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Hört mal, was er sagt. Er sagt, na, fürchtet dem Herrn, das freundliche Gott, wir sollen den fürchten. Und ich glaube, wir verstehen alle, die fürchten des Herrn. Die fürcht des Herrn ist, dass wir wollen uns nicht schlechte zu reden von Gott. Wir wollen uns nicht was schlechte zu tun gehen Gott. Das ist die Furcht des Herrn. Wir wollen an der Herrlichkeit Gottes leben. Was er möchte für uns. Hier sagt er, fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. So je habt es dann zu verstehen, dass ein Mensch, der viel mangelt an seinem Leben. Mangel, das meint, das bedürftig. Der hat nicht dort, was am Fehler im Leben, hat nicht die Not, was am Fehler hat. Die Ursache kann sein, dass er nicht den Herrn fürchten. Wenn er sagt, der, was den Herrn fürchtet, der hat keinen Mangel. Wenn sie vertrauen einmal war Gott und dann durch was von Toll sie durchgehen, was die Schwierigkeiten sind, sie können Gott vertrauen, dass Gott wird durch sein. Sie können vertrauen, Gott will dem, was dem Herrn tut, dass Gott wird uns durch sein. Was immer, because wir verloren uns, aber es wird Gottes auf seine Versprechungen und Gott sagt, hey, wird mit uns sein, even durch den Psalm 23 sagt, nicht? The Valley of Death, durch den Toll, der Todestoll, der hingerste Toll, wenn Mensch durchgeht, da wird mit uns sein, hey, wird es niemals verloren. So, das ist Schmatje. Und uns te wel te schmatje, die Freundlichkeit des Herrn. Und das ist mein Gebet und mein Wunsch für uns alle von das morgens, dass wir uns würden wogen te schmatje, wo Gott der Herr ist. Wir wollen sie auch abtun, nur die Freundlichkeit des Herrn. Auf Englisch würde sagen, to the goodness of God. Manchmal, ja, verzont, dass fremdet etwas für uns gesagt, und sind vielleicht ein fremdes Land, ein fremdes Stadt, und wir wollen uns das meist nicht das schmatje. Wenn wir das schmatje tun, dann wollen wir an, das schmeckt eben schein. Was Gott für uns sagte, das schmeckt schein. Manchmal, es sind so eine Dinge, was wir nicht gleich begehen, manchmal sind so eine Dinge, was wir nicht gleich schmatje. Aber Gott als Gott hat eine Ursache für alles, was er für uns leihen hat, was für uns kommen hat, hat eine Ursache. Zoals Jozef zei, dat zijn bereid. Je meende dat schlecht met mij, maar God meint dat goed. So das ganze Ding, was Jozef beleefd deed, dat zijn bereid je hem erin aan verkaufen. En wat wij van thuis en al dat, die Geschichte van Jozef. Jozef kon hem hinstellen en zei, God had een goede oorzaak voor dit. En dat is wondervol, wenn wir das sein können. Und dann ist verstehen können nicht, aber das sein können, Gott hat eine Ursache für das. So Gott vertraut. Wir singen manchmal, dass Gott ist die Liebe. Und das kommt von 1. Johannes 4, Vers 8, wo es sagt, dass Gott ist Liebe. So Gott ist Liebe. Das ist nicht bloß, dass Gott ein Liebe hat, aber er ist ein Liebe. Er ist Liebe. Wir sollen singen, Gott ist die Liebe. Gottesfurcht, lassen wir hiervon. Gottesfurcht jaft ein geleckliches, ein seliges Leben. Manchmal ist es so, in der Furcht hat, dort something, was nicht scheint. Und wie weit ich, wenn man es würde grülen von einem Boer oder von einem irgendeinem Tier oder von irgendeinem Mensch, das jetzt nicht scheint. Aber wenn man redet von Gottesfurcht, ich sage, dort ist ein seliges Leben. Das sagt in der nächsten Vers, in Vers 10, hier sagt er, der Reiche müssen darben und hungern, aber die den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. So die, was den Herrn sicher tun, sagt er hier. Ihr steht von Schmatje,
En dan zegt hij van zeetjen. En dan redt hij van fürchten. En nu redt hij van, van zeetje. Eerst redt hij van zijne. Van schmaatje, zijne, fürchten. Nu zegt hij zeetjen. Dat is al en dat is een paar vers hier. Dus deze Bibel op de bruggen doen, meine zegt, rijke müssen darben. Andere deutsche Übersetzungen sagen, junge Leben müssen darben. En dat is ook wat onze Engelse Bibel zei dat. Young lions, they have needs. Hier zegt hij rijke. En ik weet niet meer wat rijke. Dat is een rek wat door een tuinram zich heeft. Wat like een fort is, wat een stad is, een protection heeft. Junge levens, die worden we aan een naast zijn. Vielleicht ist ein Nass mit Kaute, vielleicht besser, kleine Kaute, die sind wie ein Nass. Das sagt, die waren manchmal hungrig geworden. Die müssen darben und hungern, wenn dort erst, wenn der Aule den nicht kommt, eten bringen, nicht? Der Aule kommt nicht daheim, dass sie ihre Mahl kriegen, dann hungern die jungen Leibes da. Oder die jungen Katjes, was immer ist. Aber die, die auf den Herrn vertrauen, sind nicht so die, die verloren sind von der Mutter. Ein Vers haben in der Bibel sagt, wenn eine Mutter noch wird ihr Baby verjäten, dann wird Gott uns noch nicht verjäten. Und dort wird sagen, das ist allmählich, dass eine gesunde Mama wird ihr Baby verjäten. Aber wenn dort noch mählich wird, aber danach Gott wird uns nicht verjäten. Dort ist es Gott uns anweit. Und er sagt, die Hunger hier, der wird arm vertrödet, der wird arm seht, die werden nicht verloren sein. So, wenn ich bei einem verloren sehe, meint ihr dann, ich darf nicht Gott sehen, ich darf nicht fürchten, ich darf nicht schmachen, seine Freundlichkeit? Das ist, was wir hier nehmen können, nicht? Das, was wir hier nehmen können, wir müssen Gott sehen, und wenn dann, wo wir empfangen, sagt die Schrift. So die Reiche oder junge Leben müssen darben und hungern, aber die den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. Kommt her, Kinder, hört mir zu, ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Nu ja, da war drei, nur die Furcht des Herrn, was ich von Anfang geredet habe, die den Herrn fürchten. Hier sagt er, nu Kinder, guck mal her, ich will ihnen was lehren. Und was ich ihnen lehren will, ist das, ich will ihnen lehren, den Herrn zu fürchten. Haben wir unsere Kinder uns taubt geraubt, like hier redet Gott nur uns, right, als Menschen. Haben wir unsere Kinder taubt geraubt und gesagt, guck mal her, Kinder, ich will ihnen was lehren. Und was ich ihnen lehren will von da ist, den Herrn zu fürchten. Na, wo dürfen wir unsere Kinder lehren, den Herrn fürchten? Das sind verschiedene Wege, die wir können tun, ob uns Kind, als kleiner Junge oder als kleiner Mädel Geduld sagte und sagt, das habe ich nicht geredet, dass Gott verehren, dass Gott nicht verherrlichen. Wir können nicht ins Reden von Gott oder wir können nicht das reden von einer anderen Person. Kein Pot von das sein. Ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Wer ist, der Leben begehrt und gerne gute Tage hatte? Weil dort sind wir alle, nicht? Wir wollen alle gleich das Leben zu haben, in die gute Dauer zu haben. Und er fragt uns dort, wer ist hier, was wird gleich eine gute Zeit zu haben? Er sagt, ich komme her, Kenia, und hier haben wir ein klein bisschen eine Lehre von das Familienleben. Wo wir als Väter oder Mütter können mit unseren Kindern. Komm mal her, Kinder, ich will dir nicht mehr was lehren. Und dann die Frau, wer von ihnen wird gleich ein gutes Leben zu haben und viel gute Dauer zu sein in ihrem Leben? Weil die Kinder werden alles, ich will gleich ein gutes Leben, ich will viel Dauer sein. Okay, sagt er. Dann pass auf, wo du reden das. Das ist, was er sagt. Wenn wir ein gutes Leben haben, dann pass auf, wo du reden das. Und das ist ein großes Ding, nicht? Schrieb der Jünger Jakobus Schriften von, wo schwer ist, die Zunge zu kontrollieren. Und wo viel Unheil die Zunge anreiten wird. Und dort ist bloß wirklich, das ist es. In so einer Community aus das, wo viel manchmal eine Afterrede, Afterreden von der nächsten Person, wo viel anreiten kann, das ist ein Vier, das steigt an, und dran wieder. So die Zunge ist das Schwanze zu kontrollieren, aber das ist das Wichtigste, dort wir lernen unsere Zunge zu kontrollieren, wo wir reden dann. Von der Gemeinde, von uns Nachbarn, von whatever, like wo ist unsere Rede, ist der Gesalte, ist der Seid. Er sagt, behüte deine Zunge vom Bösen
und deine Lippen, dass sie nicht zurückreden, dass unsere Lippen nicht Worte an Wahrheit reden, aber dass wir die Wahrheit reden. So das der erste Stab können wir sagen, von ein glückliches Leben, dass es die Zunge kontrollieren. Aber die Schrift sagt, Jakobus sagt, keiner kann das tun. Weil was werden wir dann mit das Beise, Übel und ans Müll, wenn keiner Kontrolle kann? Weil dann nehme ich dort, was Jesus sagt, dort, was aus dem Müll rauskommt, das kommt aus dem Hort. Dann wird das Hort gechanged. Und really, das Problem ist das Hort. Und wenn das Hort gechanged wird, die Tongue, die das da noch moven und da noch wieder sagen, als was im Hort sind. Das ist, für die Tongue kontrolliert kann. Bis die Tongue versucht zu kontrollieren, ohne dass das Hort gechanged ist. Das schafft nicht, und das ist really nicht real, right? Das ist nicht Wahrheit. Dann redet die Tongue immer das Wort, als was im Hort ist. Aber dann sagt er, in Lasse von Bösem und Gutes, suchet Frieden und jaget ihnen nach, den Frieden not zu jagen. Erstens mit Gott, mit Jesus Christus, dass wir Frieden haben, und das Wort mit Gott und Jesus Christus. Und wenn dort der Frieden ist, zwischen uns und Gott, wenn die Wand durchgebrochen ist, dann ist es leicht, Frieden zu haben mit uns Mitmenschen. Wenn wir nicht Frieden haben mit Gott, dann kann es sehr schwer sein, Frieden zu haben mit den Menschen rund uns. Dann kann es immer sehr schwer sein, Frieden zu haben in der Gemeinde. Aber es hat alles zu tun, wo uns Frieden ist mit Gott. Und wenn man uns Frieden mit Gott reicht ist, wenn wir Frieden haben mit Gott, dann wollen wir eine friedliche Gemeinschaft haben mit unseren Nachbarn, mit unseren Mitmenschen. Das geht gleich anders. Das kostet nicht in Einteilen. Frieden mit Gott, ja, Frieden mit uns Mitmenschen. Dann da ist du eine Brücke dort, zum Frieden zu haben mit den Menschen Ramadan. Und nach einer Stunde wieder, du gleich mit dir taub zu sein. Du gleich Gemeinschaft zu haben mit den Menschen Ramadan. Besonders mit anderen Gläubigen. Hier fragt er uns, hier sagt er uns in 15. Vers, die Augen des Herrn merken auf die Gerechten und seine Ohren auf ihren Schreien. Hör mal hier. Hier sagt er, Gott, seine Ohren sind auf die Gerechten. Die wird rüber da nach Arm. So es ist nicht, dass Gott uns nicht hören kann, aber in seine Augen sind, das sagt in der Vers, das Antlitz aber des Herrn steht gegen die Böse, so Böse tun, dass ihr Gedächtnis ausrottet von der Erde. Wie Herr Meier steht, das Vers wird sagen, dass Gott wird die Ungerechte überroden von das Gedächtnis. Die werden nicht mehr gedacht worden. Auf Englisch sagt er, they will no more be in remembrance. So die Ungerechte sind so Spree, wird in den Wind weich wehen, und den wird nicht mehr gedacht worden, sagt die Schrift. They will be forgotten. Die werden vergessen sein, für alle Ewigkeit. Und da wird ein sehr treues Ding sein, für die Menschen, die nicht rein sind, die nicht Jesus angenommen haben, im Glauben, und von dem Herrn gelebt haben, dass die werden verblosen, als die Spree, und die werden nicht mehr gedacht worden. Wo hopelos wird dort nicht sein, wenn Gott nicht mehr an die wird denken, wird verblosen sein. Und ich glaube, wenn Gott sagt, dass er wird nicht denken, dort meint auch, die sind verjährt, even von Menschen. Und dort reden wir von einer Ewigkeit. Und in Vers 17, aber wenn die Gerechten schreien, wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr und errette sie aus aller ihrer Not. Nou, das wat in mijn zaai geschreven deed, wat veel ervaren had. Dit wil niet zo'n wat geen ervaren had van leven. Hij had, als Chinese veel ervaren, even verre Chinese weer, wo hij ranen moest voor zijn Schwiegervater. Lothar moest ranen van Absalom, zijn zoon. En hij zegt, Gott helpt ons in al onze nood. Der Herr is nahe bij denen, die zerbrochenes Herzen sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Von was redet er hier? Ein zerbrochenes Herz und ein geschlagenes Gemüt haben. Klimat abchecken, was das erfahren meine Leute.
Dat heeft te doen met zo'n wat dat erkennen doen dat ik kan dat niet uit mezelf doen. Dus de Joden hadden ja een probleem, als Jezus er weer. Wat fehlt ons? Wie zijn Abraham zijn niet kinderen? Wat fehlt ons nog? Jezus zei, ze werden blind. En Jezus zei, hij wil komen voor de kranken en niet voor de gezonde. Dat meint voor die wat het erkennen doen, hoe bedürftig ze zijn. En dit is een zeer belangrijk ding van een persoon, want het niet erkennen dat, hoe bedürftig hij is van God. Hoe onmogelijk dat is dat hij zichzelf raden kan en dat hij zelfs wat even door het leven vingen, ohne God. Maar die wat zerbrochen is, dat meint die wat het erkennen dat mijn ene leven, en mijn ene leven haakt dat niet wat het brücken dat. Maar dan, wanneer we dat erkennen, dat is waar Jezus stoppen dat. Wanneer we erover doen aan, en dat is waar Jezus ons helpen dat, en dat is wat de gemeenschap met dem Herrn meinen dat, en dat is waar we kunnen siegreich gaan, waar we niet durven in een doodgeslagen toestand leven, because we gaan met God op. So, we gaan den Weg niet alleen als een zelfstandiger man, wat alles im Kopf uitgefigurt heeft. En dat is het probleem van deze dag, besonders van zo'n mensen, wat niet aan God geleefd doen, wat zij doen, dat heeft geen God. Die velen, ze kunnen zich nog niet uitfigeren, wat zij zich niet uitfigeren kunnen im Kopf, wat zij zich niet terugrekenen kunnen, dat geloven ze niet. Maar God zijn Wesen, hij is onze weg. En dat is wat God merkt. Hij heeft ons gemerkt, ons erschaffen, maar we zijn veel leer gezegd als wat hij is. So we worden met ons gedankt, we worden never niet aanverstaan kunnen. Dat is onmogelijk. Hij heeft ons heiser gemaakt. En hij zegt even, de natuurlijke man verneemt niets van het Recht Gottes. Zodat we hem juist verstaan, want we hem juist zijn, dan moet je dat geloven, we kunnen voeden als een God, wat alles erschaffen heeft. Dat is een God wat alles leidt en vierde dat. En wat God wat ons hartje dat heeft uren, ten wat hij ons hartje dat, ons hieren dat, ons leiden dat, ons treisten dat. Maar hij is geen de ongerechte, maar de verslauene, die helpt hij. Der Gerechte muss viel leiden, aber der Herr hilft ihn aus dem allem. Bewahre ihm alle seine Gebeine, dass der nicht zerbrochen wird. Denn den Gottlosen wird das Unglück töten. Und den Gerechten hasset werden Schuld haben. Und die den Gerechten hassen, werden Schuld haben. So wat ik van reden is, wo God wordt met de Gerechten zijn, hij wordt die beschützen en hij wordt de Heilung schenken. En dat is wat we lezen doen, ook im Nieuwe Testament, wann vers is het hier nu? Kolosser 3. Op vers 22 hier uit Psalm sagt, der Herr erleist die Seile seiner Knechte. So hij dat de zeil, hij erleist die Seile. Wat meint erleisen? Dat meint losbrengen, vrijmaken. So dat is wat het woord Gottes staat. Dat is God zijn arbeid. Wanneer een mens am zeker dat en dat God die vrijmaken. En dat is een van de grootste problemen wat we als mensen hebben, dat we op een stad, op een andere stad, oder ganz en gar gebonden zijn. Maar sagt hij, der Herr erleist die Seele seiner Knechte und alle, die auf ihn trauen, werden keine Schuld haben. Dat Gott soll je vertrauen haben, dat helpt dat we keine Schuld haben. Wir gleich alle schuldfrei zu sein. Das ist besonders für Gott. Und dann in Kolosser 3, wo wir uns aussprechen, den Aufsehen auf Christus. Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so suchet, was droben ist, da Christus sitzt zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus euer Leben nicht offenbart wird, dann werdet ihr auch offenbart werden mit ihm in der Herrlichkeit. Ein sehr großer Trost. Hij deed ons hier leren dat we zullen de dingen zien wat boven zijn. En waarom had ons dat geleerd dat we zullen de dingen leren zien wat boven zijn. En dat is waarom we zijn mensen en onze ogen zijn veel meer te leeg en we zijn de dingen rammen ons en we zien de dingen wat op deze eerd zijn. Wat hier het veel geneen geven dat.
En we vergeten die dingen te zeggen wat erboven zijn. Zodoende zegt hij ons hier, want jullie zijn wat opgestonden zijn met Christus. En andere dat zijn de gläubigen. Die ware boeren zijn. Want die opgestonden zijn met Christus, dan zie ik de dingen wat boven zijn. De zegeningen, wat we krijgen, wat ons opvallen doen, die komen van boven. Dus de dingen wat we beëerd vingen doen, die wat we brukken doen, eten, kleding en zo verder. Die doen de natuurlijke dingen. Maar wanneer we reden van het jaarselje, dat komt van boven. En even deze natuurlijke dingen, dat zijn Gottes zegeningen, wat hij ons gegeven heeft. Zo we brukken daar weer het leven van boven hebben, dat is iets wat never dat krijgen, dat is iets wat ons never dat geven, wat we werkelijk brukken doen. En zoals voor mij moet zeggen, dat is een laadje staat en jeder mens in hart. En zolang het dat niet opgeveld is, dan blijft de mens bij een zitjen. Want die laadje staat, wat daar veel op te vallen, wat plus God kan opvallen. Want we hebben een zitje doen, dat komt van God. En dat is krijgt dat wat Jezus zei, dat als hij door te vroeg reden dat bij een boom, want Jezus zei dat dat wordt wat ik geven doe, dan wordt hij niemand zwaar darsten. En speciaal met een lied, het weer een jongere bevriende lied, die hadden samen zingen, en die hadden hem Herrn gevangen. Ze hadden Jezus aangenomen, en ze waren nog ganz niet im geloven. En dan vroeg je aan krijg, die laadje staat wat engend via, heeft Jezus de opgeveld. Ganz krijg. En ze bloos bij tegelijk zeggen, was krijg dat is opgeveld. Zie, dat is wat Jezus meende dat. Een mens wat niet opgeveld is van Jezus, wat blijft in zetje, hij weet dat aan veld wordt. Want Jezus die laadje staat opgeveld heeft. Op eenmaal is er wat opgeveld aan die leven, en du bent tevreden dat je die een roe, dat je die een vrede en vrede im Herrn, wat alleen God geven kan. Dat is die vrede wat alleen Jezus geven kan. Wanneer hij die opvalt, laat, wordt door de brug weer onze ogen aandraaien en aanzeetje doen. En het smaatje tjenen, hoe vriendelijk de haar is. En dit is moet ze reich over het smaatje doen, hoe vriendelijk God is. Wanneer een mens am zeetje dat, en God zich dan openbaart dat, en die krijgt dus vrede in harten aan. De vergebung en de vrede, dat is een zelje vrede. Dat is alleen wat Jezus geven kan. Dan smaakt een mens. Dan würde zeggen, als een mij als plus smaakt je niet. Dan aat een mens al van de vrede en van de zaligheid des Herrn. Paul sagt zu den Korinther, ich danke meinen Gott alle Zeit eurhalben für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus. So Paul dankt Gott, dat de Korinthische Kerk de Genade Christi angenommen hat. Wat passiert aan de kerk waar de Genade Christi angenommen is? Door zich, victory zijn we. Door zich, door een vrede, en door een vrijheid, en door leven, en we zijn bezorgd om de nächste persoon. Ik geloof maar dat is een van de eerste beelden ook, wanneer een mens werkelijk de vrede gekregen heeft in zijn leven, dan belt als ze bezorgd, ik wens mijn vriend worden ook dat ervaren wat ik ervaren heb. Ik wens mijn noobers worden dat ervaren wat ik nog ervaren heb. Nu een paar weken terug, als we naar NBC waren, op een ferry, we voeren met een ferry even te church, het duurt 15 minuten. En we zijn nu midden van de weg thuis. Maar allemaal, een van de laatste dagen wat we dort waren, dan traf ik door een oude native man. Ik wil zeggen, 71 jaar, ik zei dat weer. En vroeg ik aan, dat we hem zijn dat 's morgens en vroeg ik hem, wat zijn dag weer, hoe hij was gaan weer, wat hij deed, en what's up for you today. En hij zei, hij voert de church. Ik zei, that's goed. En ik vroeg hem, wonen in de church, en zo weer, en hij bleef bij een reden. En dan zei hij, bij 3 jaar terug, weer ik in drugs en alcohol, en de langste tijd van mijn leven, weer ik in drugs en alcohol. Maar God heeft een vrij gemaakt, en nu voer hij naar de church, en God leert me alle soorten dingen aan de church. En ik vroeg hem wat God hem leren deed, en wie interessant wat hij zei deed, wat God hem alle leren deed aan de church. Maar dan nächste reden van, daar op de reserve waar hij woonde deed.
dat is zoveel distantheid, dat is zoveel onopregtigheid in zo'n slechte leven. Hier maak ik dit voor. Zie, in 71 jaar man, vooraan en grootvader. We hebben in drugs en alcohol gewas, maar we werden delivered. De nächste is over mijn mensen daar. Die zijn nog in finsternis. Het is toch niet wat het is, want mens niet het leven ervaren dat. Oh, er is zoveel onoprechtheid, er is zoveel zin. En hij gaat er alle wegen bij 3 jaar 3 zelfs en dat je leeft hebt. Maar dan zeggen we dat je nooit God is. De genoot God is kan alle 71 jaar Indian, zoals we die mag van namen doen, native man raden, want hij uitroepen dat naar God. En God kan die ook raden. En hij heeft ons geraden. God kan onze bedürfnissen, wat we van jou hebben, zodat we het motorspreken van jou, maar smaakt, maar wo God de haar is, en verloot je op zijn genoot. Mag God je alle zijn.